Es ist Mittwoch, der 13. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit der Losung 1. Könige 8,39. Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Und nachher 2. Thessalonicher 2,16 folgende. Unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Ich habe eine neue Umgebung ausgewählt und die hat zu tun mit dem heutigen Text, den wir miteinander anschauen. Gott kennt unser Herz. Das ist eine bekannte Tatsache. Aber was ist denn unser Herz? Kennen wir denn unser Herz? Wissen wir, wer das ist, wo das ist, was das ist? Wir kennen es ein bisschen von den Tattoos. Ist immer froh, ist es ein Herz und nicht zum Beispiel ein Menschenschädel. Wir kennen es von den Kirchenbänken, gelangweilte Konfirmanden oder Konfirmandinnen haben auch noch in einer gewissen Predigt mal ein Herz eingekritzt vor der Bank und dann kommen immer die zwei wichtigen Initialen dazu, von denen, die da zusammengehören. Ähnliches sieht man auch an der Linde vor dem Dorf aussen, wo ja früher bei den Alemannen der Gerichtsplatz war. Das ist jetzt heute eben noch der Ort, wo sich etwa Junge verewigen. Mit oder ohne Pfeil, der durchgeht, das Herz steht ja für Liebe, die entweder eben gebrochen ist, ein gebrochenes Herz, oder Liebe, die brennend ist, ein brennendes Herz. Wir Menschen sind sehr komplex, vielschichtig kann man dem sagen. Aber das Herz ist simpel und ist digital. Was das ist, sehen wir jetzt gerade. Ich nehme ein typisches Beispiel. Ein menschliches Problem, so wie sie immer vorkommen, eine Beziehungskiste. Im Gimmer hatte ich einen Sprachlehrer für die alten Sprachen Latinisch-Griechisch. Mit dem habe ich mich schon schnell mal nicht mehr verstanden, er sich mit mir auch nicht. Wir waren eine sehr kleine Klasse im Griechisch, nur 4, also hat mich der Blitz häufiger geprägt als sonst in einem grossen Klassenverband. Ich habe ihn provoziert und er hat auf seine Gattung reagiert. Es war etwa meistens ein schlechtes Klima, wenn wir aufeinander getroffen sind. Schlussendlich habe ich die Matur gemacht, auch im Griechisch mit dem Römerbrief als Text. Und später im Theologiestudium habe ich mir angewandt, das Neue Testament Griechisch zu lesen. Und wenn ich immer in die Nase hatte, in diesem Buch, es war immer noch das gleiche griechische Neue Testament, habe ich auch noch so ein bisschen mit einem Seitenblick das häufig zornige, manchmal sogar rote Gesicht von mir gesehen, von meinem Lehrer, so mit zusammengeklemmten Lippen. Irgendetwas ist wieder vorgefallen und dann hat sie mir angefangen zu werken. Gedanken gehen hin und her. Macht es Sinn, da irgendwie mit ihm sich noch auszusprechen? Ist doch schon lange verjährt. Dann kommen die Emotionen. Die sagen, oh nein, das musst du nicht machen, da musst du ja Grund und Boden schämen. Oder die andere Emotion, es ist Schuld. Es muss aufgearbeitet werden. Dann kommt noch der Wille dazu, der sagt, oh nein, das mache ich nicht, ich kann mich zu dem nicht aufraffen, ich habe sonst schon genug Probleme. Aber am Schluss entscheidet weder die Gedankenwelt, noch die Welt der Emotionen, noch der Wille, das ist ja alles eigentlich, was wir sagen, Seele, sondern das Herz. Das Herz neigt sich auf eine Seite. Es sagt Ja oder sagt Nein. Wenn es um Geistliches geht, wenn es um Versöhnung geht, wenn es um Liebe geht, wo eben Liebe von Gott jetzt hier gemeint ist, dann ist es das Herz als das Züngli an der Waage, als die letzte und entscheidende Instanz. Wenn wir dazu ein biblisches Beispiel herziehen will, kommt dann gerade der Text in den Sinn, wo Jesus sagt in der Offenbarung, in einem Sendschreiben, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe jetzt nicht unsere Haustür genommen, die ist jetzt nicht geeignet für die Aufnahme, sondern ich habe eine Wintergartentür genommen. Es spielt ja keine Rolle, wo das Jesus reinkommt. Irgendwo kommt er sicher eines Tages an die Tür und klopft. Ihr seht hier, da hat man die Welt von draussen. Draussen heisst ja, Jesus steht draussen. Nicht unbedingt draussen im Sinne von
draussen im kalten Stall in Bethlehem oder der letzte Platz, wo man ihm noch gönnt hat am Kreuz. Das ist so, wie man will Jesus draussen behalten, sondern draussen meint jetzt hier etwas anderes. Er kommt aus der ewigen Welt in meine enge Welt und steht vor meinem Lebenshaus. Er klopft an, er ist ein Gentleman, er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Drinnen, was ist drinnen, wo ich jetzt hier bin? Drinnen ist ja mein Leben, ist mein Körper-Seele-Kontinuum, so sagen ich dem. So wie Raum und Zeit das Kontinuum ist und zusammengehört, so gehört auch Körper und Seele untrennbar zusammen. Sie leben zusammen, sie wirken zusammen, sie sterben zusammen. Sie werden auch zusammen krank übrigens. Aber sie denken und fühlen auch zusammen. Es braucht immer beide für all die vielen Funktionen. Das ist mein Innere und das ist mein Lebenshaus, das ist meine Persönlichkeit, meine Personalität. Das ist das, was ich bin. Schauen wir den Vorgang noch mal ein bisschen genauer an. Ja, die Tür schon vorhin betätigt, aber jetzt geht es noch ein bisschen um mehr. Als erstes kommt eine Stimme. Ich stehe an der Tür und klopfe. Es kann ein Klopfen sein, es kann ein Reden sein, es kann irgendetwas sein, das wir wahrnehmen von Gott. Jedenfalls ist es vernehmlich. Das Zweite ist, es gibt eine Diskussion. Es wird nicht diskussionslos aufgetan. Der Mensch ist viel zu vielschichtig, für das man das sagen könnte. Der weiss das von Anfang an. Manchmal ist es dann auch noch ein Gestürm und bleibt eins und auf dieser Ebene wird es nicht entscheidbar sein. Also braucht es die kleine Instanz und ich will jetzt noch mal die Tür auftun. Die kleine Instanz, das Schloss oder vielleicht auch der Schlüssel, noch kleiner, das gehört einfach zusammen. Sagen wir mal einfach der Schliessvorgang, Schliessvorrichtung und die Tür kann jetzt aufgehen. Bevor ich sie auftue, sage ich noch etwas zu dir. Da innen ist ja nie gelüftet worden. Im alten Leben des Menschen ist nicht in dem Sinn gelüftet worden. Der sitzt in seinem eigenen Gestank, merkt es aber nicht, weil er kennt nichts anderes. Jetzt aber geht die Tür auf und das, was draussen ist, kommt rein. Das, was draussen ist Geist, ist Leben, ist frischer Wind, ist frische Luft, ist guter Duft. Neu ist, dass das, was draussen war, immer draussen ist jetzt auch drin. Jesus kommt rein, nimmt das Mahl mit uns, also geistliches Leben fängt in unserem Inneren an. Bisherig bleibt die Funktion von dieser Schliessvorrichtung. Das Herz wird weiterhin genau die Aufgabe haben, weil Jesus wird ja immer wieder anklopfen. In verschiedensten Belangen wird er sagen, hier möchte ich auch gerne mitreden, hier bringe ich dir einen Schub Leben, hier gibt es Trost statt Verbitterung, hier gibt es Liebe statt Ablehnung. Das gibt dann immer wieder die Angebote und immer wieder seine Stimme irgendwo da hier in diesem Bereich. Das Herz wird immer können Ja oder Nein sagen. Ganz simpel. Und es ist die Chance vom Herz, da drinnen ein bisschen routiniert zu werden. Der Paulus sagt dem, es soll stark werden zu jedem guten Werk und Wort. Indem es sich immer wieder gut entscheidet. Indem es immer wieder Jesus den Raum gibt. Indem es immer wieder Frischluft reinlässt. Trost, von dem ist die Rede von Paulus. In dem kann das Herz wachsen. Wir sehen also, wie es der Salomo mal gesagt hat, behüte dein Herz, weil dort quillt das Leben daraus. Wenn wir noch einmal sagen, was ist das Herz? Ja, es sitzt ja hier. Es ist auch das Zentrum von dem Körper-Seele-Kontinuum. Der Herzschlag hält uns ja am Leben. Es hat hier eine ganz besondere Funktion. Aber im Gegensatz zu den anderen Organen regt es ganz tief an bis ins geistliche Leben. Es ist das einzige Organ, das so tief ins geistliche Leben hineinregt, dass es sogar wie eine Zuständigkeit hat, fließt jetzt da immer wieder der geistliche Impuls hinein. Und es soll sich gewöhnen an die solchen Entscheidungen. Es soll stark werden in den solchen Entscheidungen, es soll fest werden auf diesem Weg. Während ich diese Betrachtungen so für mich notiere, geht das Telefon und jemand sagt mir, ich muss dir etwas Gutes melden. Es war Muttertag und wir haben einen Familienstreit. Ich habe gewusst von diesem Familienstreit. Wir haben so einen Familienstreit seit 10 Jahren. Und gewisse Leute haben sich nicht mehr getroffen. Und am Muttertag hat sich
Gelegenheit ergeben zu einer erneuten Einladung. Und oh Wunder, es hat fast niemand mehr geglaubt. Aber beide Seiten können zusagen. Und es ist etwas passiert, was jetzt auf 10 Jahre immer ist erwartet wurde, immer ist rausgeschoben wurde, immer Enttäuschungen waren. Man hat sich wieder mal gesehen. Ein erster Schritt. Und wenn man denkt, warum das war, es war fast eine zufällige Begegnung. Aber entscheidend war nicht das, wie lange vorbereitet oder nicht, sondern was hat das Herz in diesem Moment gesagt. Und ein paar Herzen haben dort gemeinsam Ja gesagt. So hat man einen grossen Schritt vorwärts machen, indem das Vertrauen wiederhergestellt wird. Vom ganzen Lebenshaus, wo wir ja sind, das haben wir nicht nur, sondern das sind wir ja, ist ganz sicher der Schlüssel der kleinste Teil. Aber auf der anderen Seite ist er eben der wichtigste Teil. Er ist zuständig, dass sogar das Ganze von draussen, der ganze Raum von draussen, der Wind von der Ewigkeit her kann im ganzen Menschen innen Platz bekommen. Das Herz ist also auf beiden Seiten voll engagiert und ich wünsche euch für heute gute Herzensentscheidungen.